Ich rette Herzen. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen. Schön seid ihr dabei. Guten Abend daheim. Es ist ja schon wieder Donnerstag heute. Und am Donnerstag heisst es Willkommen zum gepflegten Talk. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Übrigens, wenn wir alle so zusammenhocken, mein Team und ich, und darüber hirnen, wer wir eigentlich wieder einladen können, was für Geschichten wir euch daheim präsentieren können, dann ist oftmals so die Situation, dass wir uns gegenseitig sagen, ja, nee, so etwas gibt es das überhaupt? Wir haben gefunden, heute Abend wählen wir genau das Thema. Geschichten, wo manche daheim sagen, so etwas gibt es das? Und genau so erzählen die folgenden Gäste. Ihr Vater ist gestorben, als sie jährig war, und die Mutter nach langer Krankheit ein paar Jahre später. Erst mit 34 hat sie erfahren, dass es in England noch eine liebliche Schwester von ihr gibt. Und wenn man sein Auto sieht, durch die Landschaft rutschen, dann denkt man, nein, so etwas. Sein Schwedenschlitten hat nämlich auf dem Beifahrersitz einen eingebauten Schwedenofen, amtlich bewilligt. Und er hat das ganze Leben für die Bühne und auf dem Theater verbracht. Und jetzt denkt er darüber nach, mit bald 80 ein bisschen kürzer zu treten. Der Jörg Schneider. Und wenn ich von meiner ersten Gesprächspartnerin rede, dann kann man wirklich sagen, dass manche daheim denkt, gibt es denn überhaupt so etwas? Sie befasst sich mit einem Problem, das wir im Alltag oftmals damit konfrontiert sind. Ihr kennt das. Ihr habt eine teure neue Winterjacke gekauft, probiert den Reissverschluss zutun und der Krottenverschluss geht nicht ab. Oder ihr habt Stiefel an, bringt es wieder nicht mehr auf, weil der Reissverschluss klemmt. Oder wir Männer, wenn wir schnell wollen, da zumachen, zack, ist der Hemliszipfel drinnen und es geht nicht mehr zu. Da hat es eine Lösung. Nicht verzagen, Luise fragen. Sie hat nämlich in ihrem Häuschen auf 2,5 Quadratmeter sozusagen eine Notfallklinik. Eine Notfallklinik, mit anderen Worten, für Reissverschlüsse. Ja, das gibt's. Und zwar mit Erfolg. Wir werden es gerade erfahren. Herzlich willkommen, Luise Biesig. Frau Biesig, herzlich willkommen. Nehmen Platz. Danke vielmals. Für uns eins ist ja der Reissverschluss im besten Fall eine praktische Erfindung, häufig aber ein Ärgernis. Ich frage mich jetzt, es scheint ein bisschen so zu sein, dass bei euch das Reissverschlüsseln schon als Kind wichtiger ist, als ein Buch zu lesen. Ja, das stimmt. Ja. Also, wenn ich Kolleginnen hatte, die so ein dickes Buch in der Hand hatten, habe ich die bewundert, dass man so lange so ein Buch einfach nur heben kann. Meine Hände mussten immer etwas machen. Ich musste sehen, was ich erschaffen oder schaffen oder flicken oder aus nichts etwas machen. Also das heisst, einen kaputten Reissverschluss wieder flicken. Das hätte ich schon als junges Kind Mädchen gemacht. Ich konnte an diesen Zähnchen herumdrücken und herumwürgen, bis er einfach wieder zugegangen ist. Wie lange das er gehabt hat, das war halt manchmal fraglich. Aber ich habe nicht vorher aufgehört. Eure Hände waren so ein Barometer von eurer Gemütsstimmung? Das stimmt. Das ist mein Werkzeug. Also man sieht den Hang an, wie es nicht geht? Genau. Zeig es einmal. Jetzt geht es mir gut. Ja, super, da bin ich froh. Beruhigend. Sie werden zu trocken oder gel. Und das ist so, also Sie sind jetzt weder gelb noch trocken? Genau. Zeig. Ja, nein, ist gut. Also, perfekt. Ihr habt vor 4 Jahren gefunden, jetzt richte eine Notfallklinik ein. Genau. Nämlich eine für Reissverschlüsse. Ja. Wie sieht das Läden aus? Ja, wie soll ich das beschreiben? Wenn man ans Haus anläuft, hat es einen rostigen Reissverschluss. Dann merken die Leute schon mal, dass sie am richtigen Haus sind. Wenn man die Tür aufmacht, dann hat es überall Reissverschlüsse. Es hat eine alte Kasse. Und aus uralten Leitern habe ich eigentlich mal eine Garderobe gemacht, die ich jetzt für Gestell und eben Kunden
soll ich sagen, Kundenkleider kann benutzen. Als Garderobe sozusagen. Als Garderobe und als Ablagefläche, ja. Ihr seid ja nicht in einem Shoppingcenter daheim, sondern in einer kleinen Gemeinde am oberen Zürichsee. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, mit so einem Atelier findet da überhaupt jemand den Weg dorthin? Ja, von überall. Nicht nur von der Schweiz, sondern vom Schwarzwald. Was, die reisen an mit ihren kaputten Reissverschlüssen? Kommen das Gucci-Handtäschchen in den Schieber wieder reinmachen. Genau. Und sind ganz baff, wenn es dann nur 2 Franken kostet, weil das Anteil nicht teurer ist. Aber natürlich überglücklich. Also das heisst, das hat sich umgesprochen. Wie viele Kunden kommen denn pro Tag? Also ich habe 2-mal in der Woche offen. Ich weiss nicht, darf ich das da? Ja, natürlich. Montagmorgen von 9 bis 12 und am Donnerstag vom 5 bis 8 Uhr am Abend. Und in den Wintermonaten vom 1 an. Dass eben die Leute, die von weiter her kommen, nicht erst kommen, wenn es dunkel ist. Und stehen Sie die an im Garten zwischen ihnen? Teilweise ja, bis zum Gartentürli. Es kann sein, dass... Effektiv. Ja, wirklich. Und der hat gesagt, wir kommen mit dem Gucci-Täschchen, mit was sonst noch? Was sind so die skurrilsten Reissverschlussprobleme, die ihr müssen lösen? Ganz stolz bin ich mal, als ein Kunde kam und gefragt hat, ich habe den Ferrari auf dem Parkplatz vorne. Der Innenteil des Kofferraums, der Reissverschluss geht nicht mehr richtig, der schließt nicht mehr richtig. Und? Dann habe ich ein paar Sachen genommen und gedacht, so, das könnte etwa das Modell sein, Zangen und Klemmen, und bin mit ihm dort vorgelaufen. Und jetzt Und geht er wieder, der Reissverschluss? Tipptopp. Kostenpunkt. Kostenpunkt in der 8 Franken. 8 Franken. Das Benzin hat etwas mehr gekostet, schon nur die Er ist nur Zahl. von der Nachbarsgemeinde gekommen, zum gut. Glück. Okay. Aber es kommen viele Leute mit GEA, von NIO, von Basel, von Bern, von überall. Die machen einen Ausflug und finden Und vielleicht dann ihre so. Reissverschlüsse flicken. Genau. Jetzt müssten wir aber sagen, was ist das grösste Problem? Also, oftmals bringt man das Ding nicht zusammen und kann es nicht aufziehen. Genau. An was mangelt das? Also an den Jacken ist es gerne so, das kann ich Ihnen hier zeigen. Wenn ein Kunde kommt und sagt, schauen Sie, ich zeige es Ihnen, sage ich, darf ich schnell schauen. Genau, das ist das Problem bei mir. Genau. Da kann ich dem Kunden gerade sagen, der geht sicher wieder auf. Weil der Schlitz ist aufgedruckt. Das Sehen sieht die Sie- Kennerin. Sehen Sie? Ja. Wenn ich den einhänge, Dann funktioniert es nicht, dann geht es wieder. dann geht der gerade wieder auf. Also gibt's, und die habe ich am liebsten. Weil dann weiss ich genau, der Kunde muss ein paar Minuten warten. Ich nehme hier oben Das Zängli. das Endteil weg. Das Metallteil jetzt bei diesem Modell ist das Metallteil. Nehme das da so weg mit der Zange und fahre den Schieber einfach da oben raus. Und tschüss. Und tschüss. Und dann gibt es einen neuen. Dann nehme ich das Modell, das richtige natürlich, Ja. Und das Ganze kostet 8 Franken. hänge den wieder ein. Und dann geht jemand Sehen Sie, glücklich heim. der Schlitz da, Ja. der stimmt. Dann mache ich es zu, probiere es. Und wenn jetzt ein Reissverschluss Paradentose hat, sprich, ihm fallen die Zähne aus, Das ist schwierig. da gibt es keine Ja, da Rettung. müssen Sie auch beim Zahnarzt eine neue Schublade reinmachen. Ja, genau. Das ist eine grössere Investition. Frau Bissig, ich habe schon... Dass es dann da nicht oben rauszieht wieder, mache Ja. ich dann mit der Zange wieder so ein kleines... Verschlüsselchen Genau, dran. so Aha. ein kleines Teil wieder an. Das können wir uns vorstellen. Genau. Und ich kann das dem Kunden wieder mitgeben. Und der geht glücklich für heim. 8 Franken kann er seine Jacke oder sein Gilet oder was Die auch immer. Anreise hat 90 gekostet, die Reparatur 80, aber Hauptsache man ist Aber mit nachher dem wieder GEA kommt er glücklich. günstiger, weder Aber- mit der Post. So ist es. Ich hatte schon mal einen Ketschgummi drauf auf einem Reissverschluss Ja. bei der Jacke. Ja. Der Donner hat keine Wankmetall, nur noch Fäden gezogen. Genau. Das ist nicht nur beim Reissverschluss, das ist allgemein. Tun Sie das Objekt, sei es Hosen, Jacken oder Schlafsack oder was auch immer, in den Tiefgefrierer. In Tiefkühler? Ja.
Weil ein Kaugummi bricht, wenn er kalt ist. Ah, dann kann ich so rausknübeln. Dann können Sie das dort so ein bisschen rausknübeln. Okay. Und nachher sollte das wieder Der gehen. Hemmlisschlitz, der sich im Reissverschluss verhadert. Ja, da bin ich froh, dass die Kunden nicht direkt kommen. Ich habe jetzt gerade das Problem nicht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da muss man ein bisschen mitfühlen. Kommt darauf an, was drinnen steckt. Ja. Sie haben vom Hemmli Ja, geredet. nein, ja, klar. Aber völlig klar, ja. Kann man das retten? Ja. Ja. Wie geht man da dahinter als Chirurgin? Also als Chirurgin, ja, meistens ist sie dann schon draußen. Ja. Ich sage immer, wenn jemand einmal einen Reissverschluss wirklich klemmt, probiert entweder ganz unten rausreißen oder ganz oben rausreißen. Genau. Weil wenn er nur das oberste oder das unterste Zähnchen ausreißt, das kann ich beschissen. Weil ich hänge dann den Schieber wieder rein, wenn er noch geht, oder mache einen neuen Schieber rein und tun einfach das Endteil dann um 1 Zacken versetzen. Das ist nicht einmal ein halber Zentimeter. Also da kann man die ich Hose nachher wieder tragen. Ich sehe, ihr habt für alles eine Lösung. Ihr habt eine 100-jährige Registrierkasse dort drin. Genau. Klimpert die auch so, Genau. dass etwas rausschaut? Es schaut etwas raus, aber leben kann man nicht davon. Aber da rein kann ich leben damit. Ja. Wenn dann all die glücklichen Leute Ja. wieder gesagt haben, Ja. die ihre Ferrari verdeckt Ja. können zumachen, Ja. Gucci-Taschen wieder zackig Genau. schließen und der Hosenladen wieder Und- zugeht ohne Probleme. Und wenn man die zufriedenen Leute dann wieder sieht, heimgehen, was will man mehr? Ja. Also, ich denke mir, das gibt einem so viel Energie, dass es einfach nur Freude ist. Ich glaube, nach der heutigen Sendung müsst ihr neue Ladenöffnungszeiten machen. Mindestens jeden Tag mal ein paar Stunden offen. Ja, wer weiß. Danke vielmals für euren Danke Besuch, auch. Frau Bissig. Na, sowas, Ja, oder? Gibt's genau. auch. Alles Gute. Danke vielmals. Tralala, tralala, der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Ja, nicht nur der Kasperli, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast hat über Generationen als Kasperli schwieg jetzt als Kasperli den Leuten Herrgott nochmal Freude gemacht. Aber nicht nur als Kasperli, sondern auch als Volksschauspieler. Als einer, der in Zeitkomödien, in Schweizer Filmen, aber auch in Fernsehserien den Leuten so richtig ans Herz gegangen ist. Und jetzt mit 79 fängt er an, darüber nachzudenken, ob er sich doch nicht zum Beispiel ein bisschen zurückziehen und kürzer treten. Und seine Abschiedstournee heisst «Nomen est Omen», «Happy End». Und der Mann dahinter, das ist der Jörg Schneider. Herzlich willkommen! Tralala, der Kasperli ist da. Herzlich willkommen, Jörg Schneider. Nehmen Platz. Ja, wenn man so zurückschaut, 60 Jahre oder noch fast ein bisschen länger, immer auf der Bühne gestanden, vielen Leuten Freude gemacht, stelle ich mir natürlich die Frage, ist der kleine Jörgli auch schon gerne auf einem Podest gestanden und hat zu den Menschen geredet? Aber ganz sicher. Also ich kann mich an gar nichts anderes erinnern, schon vom Kindergarten her, als dass ich an allem, was man heute im grossen ganzen Showbiz sagt, also Theater, Varieté, Zirkus, Musik, Tanz, das hat mich einfach fasziniert. Und ich habe nie etwas anderes wollen als Schauspieler werden. Also Pfarrer wäre auch noch eine Alternative gewesen, oder? Ja, das ist... das hat mir mal gesagt, ich will Pfarrer werden. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe mir in einem Schulaufsatz in der Sek einmal geschrieben, warum ich Pfarrer werden möchte. Wegen der Kanzel, da kann ich zu nur den darum. Leuten Ich reden. wollte einfach oben stehen. Und dann hat es dann Leute, die mir zuhören müssen.
Aber jetzt bin ich Schauspieler geworden und nicht Pfarrer. Jetzt hat es ein paar Leute mehr, die zulassen. Eben, ja, genau. Das ist ein grosser Vorteil, der richtige Weg gewählt. Aber der Herr Papa hat ja nicht so Freude gehabt, dass der Filius auf der Schauspielerei ist abgefahren ist. Er hat das Machtwort gesprochen. Ein sehr lieber, guter Vater, ein strenger Vater, sehr bürgerlicher Vater. Und der hat halt gesagt, also Theater, Schauspielerei, das ist also brotloses Gewerbe. Das vor allem. Und dann ist es auch nicht, also, nicht ganz seriös und einfach lieber nicht. Aber meine Mutter ist das pure Gegenteil. Die hat mich vergöttert. Für sie bin ich der grösste Schauspieler aller Zeiten. Schon daheim? Schon als kleiner Bub, ja. Aber ihr habt dann nachher müssen eine Lehre machen, gell? Du bist zuerst einmal ein abverheiter Lehrer. Wenn ich es ganz schön der Reihe nach kurz erzähle, ich habe dann mich entschlossen, Lehrer zu werden. In der irrigen Annahme, dass man dann viel Ferien hat und kann Theater spielen. Ich bin als evangelische Lehrerseminar Unterstrasse gegangen, 2,5 Jahre. Und dann habe ich aber immer, wo sich die Gelegenheit geboten hat, Theater gespielt. Dementsprechend sind meine Leistungen gewesen. Und dann hat es geheißen, bis dann und dann muss das erreicht sein. Und dann bist du rausgeflogen? Nein, ich bin nicht rausgeflogen. Sie haben gesagt, bis im Herbst müssen Sie den Durchschnitt haben, sonst geht es nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, ich habe den Durchschnitt sicher nicht. Ich gehe jetzt schon, dann habe ich gekündigt und nicht direkt mit. Aber das Theater ist dann gleich gekommen. Du hast dich durchgesetzt, auch nach einer Lehre. Und bist in die Schauspielschule. Und jetzt... Nein, bin ich nicht. Darf ich korrigieren? Ja, klar. Also, mein Vater hat gesagt, ja, wenn du meinst, du könntest es gut, du Theater, hast du dich getäuscht. Und er hat einen Kunden gehabt, er ist in einer Grossbuchdruckerei und Buchbinderei beschäftigt, einen Kunden gehabt, Eisenwarenhandlung Bender im Oberdorf, dazu mal die Eisenwarenhandlung in Zürich, und hat zu dem Herr Bender gesagt, er kann einen Sohn, der nicht so tut, könnten Sie noch einen Stift brauchen. Er tut nicht gut. Ja, und der hat mich Gnade, Herr Bender. Das ist eines von meinen ganz grossen Glück im Leben gewesen. Der hat vom ersten Tag an gewusst, der kleine Schneider will nicht Eisenwarenhändler werden. Der will Schauspieler werden. Er hat aber gesagt, machen Sie die Lehre und nachher würde ich Ihnen helfen, dass Sie Ihre Ausbildung machen können. Jetzt hast du mir gerade ein Stichwort gegeben. Also, du bist nicht wahnsinnig gross, wenn ich das so sagen darf. Bist doch auch eher so klein. Du bist doch ehrlich und sagst, du bist ziemlich klein. Ja, genau. Wie gross? 1,60. 1,60. Jetzt bin ich zusammengeschrumpft auf 1,58. Jetzt, wenn man natürlich so eine Schauspielerkarriere vor sich hat, denkt man, Romeo möchte ich spielen. Das habe ich gewusst, dass ich das nie spielen würde. Ich habe meine Körperlichkeit gekannt. Aber eine lustige Anekdote, ich habe sie schon ein paar Mal erzählt, aber es ist halt immer wieder gut. Mein Schauspiellehrer, wo ich mich vorgestellt habe zum Unterricht nehmen, Erwin Parker, damals mal am Schauspielhaus, hat mich das erste Mal gesehen, als ich da an der Tür geklopft habe, und hat dann gesagt, gehen Sie jetzt das erste Mal heim und stellen Sie sich blöd vor den Spiegel und dann zählen Sie sämtliche Rollen auf, die Sie nie spielen werden. Das ist ernüchternd für den Anfang. Aber das habe ich gewusst. Aber die Postur hat er geholfen. Der Jacques Streuli hat gefunden, so einen braucht er. Ja, genau, das war es. Also der Jacques ist natürlich dann für mich ganz ein grosses Glück gewesen. Der hat also mich ziemlich begabt und nett gefunden, hat mich schon auf seiner ersten Tournee dann können einsetzen. Der hat gesagt, ein kleiner Dick, den möchte ich. Ja. Also dann, an der ersten Probe hat er zwar gesagt, du Doppel kannst nicht einmal Zürichdeutsch. Und dann zusammen mit dem Paul Bühlmann haben wir dann können, eben in seinem Polizist Weckerli in Gefahr in der zweiten grossen Serie «Der Fösi und der Vögeli» spielen. Und da sind der Hügel-Vögeli bist du Vögeli, ja. Hüftegürtel-Vögeli. Hüftegürtel-Vögeli, ja. Weil ich mit Unterwäsche, Damenunterwäsche hausiert habe. Und da sind wir also über Nacht populär geworden wie 2 rote Hunde. Du hast eine grossartige Karriere gemacht. Die Leute haben dir ins Herz geschlossen in Zeit Komödie. Und das ist immer noch daneben der hier war, der Kasperli. Ja. Über 40 Aufnahmen, 44 hat es gegeben. Ist der manchmal auch des Teufels gewesen, dass du gefunden hast, der Kasperli verfolgt? Ich muss das ein bisschen differenziert sagen. Also erstens einmal, ich habe ja gewusst, dass der Kasper kommt. Das anders geht es ja gar nicht. Bin ich dir dankbar, dass du es eingespielt hast.
Und nicht mich beten, ich soll mal tralala machen, weil das mache ich nicht mehr. Ausnahmslos mache ich das nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Aber ich habe mit dem Kasper einen wirklich einmaligen Erfolg in der Schweiz. Das kann ich nicht wählen. Und das passiert dem, das ist ein Glücksfall. Aber es ist auch des Teufels, sagst du, es hat einen Nachteil. Das ist der Kasperli-Stempel auf dem Rücken. Wenn es um ernstere Projekte oder Rollen geht, wo ernstere Inhalte sind, dass manche Regisseure oder Produzenten... Ja, ich will doch kein Kasperli besetzen. Nein, der ist der Kasperli, den kannst du doch nicht besetzen mit dem. Und das habe ich dann immer versucht, ihm dagegen zu heben. Gibt es so für dich Situationen, wo du denkst, ich habe die Traumrolle jetzt auch mit 79 noch nicht spielen und ich träume immer noch davon? Nein. Nein, es gibt keine Traumrolle, die ich nicht gespielt habe, und auch kein Stück, das ich jetzt unbedingt noch spielen will. Ich mache jetzt meine letzte grosse Tournee, also die letzte eigene Produktion. Aber wenn sich irgendwie es gesundheitlich geht, nochmal so die Gelegenheit auftut, dass ich eine kleine Rolle oder eine größere am Theater spiele, dann sage ich sicher nicht. Macht dir das als Schauspieler auch in deinem Alter Angst, wenn man plötzlich sagt, es ist jetzt die Abschiedstournee, ich gehe jetzt wahrscheinlich weg von der Bühne? Also im Moment habe ich noch gar keine, habe ich wirklich keine Angst. Wie es dann wirklich ist, wenn du in der Rubrik kommst, was macht eigentlich Jörg Schneider, dann tut es vielleicht schon ein bisschen weh. Aber jetzt, die Tournee geht ja jetzt noch 2 Jahre, bis im Frühling 15. Und ich bluffe jetzt ein bisschen, wir haben einen riesen Erfolg damit. Und das gibt einem natürlich schon jeden Abend wieder Motivation. Und du stehst jeden Abend auf der Bühne, und wenn du nicht auf der Bühne bist, im Theater. Aber in deinem Leben hat es doch in den letzten Jahren ein paar schwierige Situationen gegeben. Ja. Du hast Probleme mit deinem Herz, dein Sohn ist gestorben, ja. Deine Frau ist krank. Wie schwierig ist es, der Kasperli, sage ich jetzt ganz bewusst, also auf der Bühne zu spielen? Da spielt der Kasperli überhaupt keine Rolle mehr. Da bin ich, glaube ich, wie alle anderen Menschen auch. Man ist mit einem Schicksal konfrontiert, das man nicht ändern kann. Man versucht irgendwie, so gut es möglich ist, klar zu kommen damit. Ich habe meiner Frau wahnsinnig viel zu verdanken. Ich wäre sicher auch beruflich nicht da, wo ich heute wäre, wenn ich die Frau nicht gehabt hätte. Und jetzt muss ich halt ein bisschen mehr für sie schauen. Nicht? Also, aber, und jetzt kommt das fast ein bisschen Perverse. Der Beruf, also die Vorstellung am Abend, hilft mir, über so Probleme wegzukommen. Und kannst du die Schublade zumachen von den Schwierigkeiten, die du mitträgst, und auf die Bühne gehen und sagen, so, und jetzt bin ich wieder jemand ganz anderes? Ich würde jetzt dich genau das Gleiche fragen, das kennst du sicher auch. Wenn du zu Abend die Sendung moderierst, fragt kein Mensch nach der persönlichen Befindlichkeit von Kurt Eschbacher. Die erwartet den Abend, wo du zu bieten hast, und für das bist du da. Und das hilft einem ja auch. Nachher, wenn dann die Lichter weggehen und das Publikum draus ist, dann kommt dann das Pack schon wieder oben runter und drückt den Rücken zusammen. Aber während der Vorstellung ist man da. Das ist ein Teil der Professionalität und auch das, wo man das Gefühl hat, das ist man auch seinem Publikum schuldig. Ja, absolut. Nicht? Die Leute kommen, die zahlen Eintritt und die wollen einen fröhlichen Abend. Und die wollen nicht, dass der Herr Schneider von der Vorhang kommt und sagt, jetzt will ich Ihnen einmal erzählen, wie es der Ulrich mir geht. Wie schwierig mein Leben ist. Wir haben gesagt, die Abschiedstournee ist jetzt noch ein Momentchen. Der Umgang mit der Tatsache, dass man vielleicht... Du hast jetzt einen Stock bei dir, hast ein kleines Problem mit das ist eine Diskushernie, die jetzt dann einmal operiert wird. Aber ich habe gesagt, ich kämpfe jetzt noch durch bis Ende April. Die Vorstellungen werden noch gespielt. Und nachher wird dann das gemacht. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist genau das, was einem in diesen Berufen so aufrecht durchs Leben geht. Ja, ich bin nicht immer aufrecht durchs Leben gegangen. Ich bin auch im Grunde genommen meines Herzens manchmal ein bisschen feig. Ich bin ein Verdränger. Also dort, wo es nicht wirklich akut, absolut nötig wird, versuche ich das Problem noch ein bisschen unter den Tisch zu schieben oder von mir wegzuschieben. Das geht nicht immer. Aber du hast recht, es hilft einem.
Und ich habe einfach noch, ich würde es ja nicht machen, wenn ich nicht wirklich noch Freude hätte an diesem Beruf. Dass mir jetzt das Bein wehtut, ist natürlich das ist ein Scheiß. Also, darf man das sagen am Fernsehen? Ja, klar. Ich habe es jetzt schon gesagt. Ich kann eigentlich in diesem Zusammenhang nur sagen, ich hoffe weiterhin auf ein Happy End und drücke dir den Daumen, dass das gleich nicht mehr wehtut. Ich hoffe es auch. Dass du immer noch so positiv und uns auch als Beispiel zeigst, wie man aufrecht durchs Leben gehen kann. Ganz herzlichen Dank. Danke vielmals. Lieber Jörg, alles Gute. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit. Meine Damen und Herren, Mengen, wo wahrscheinlich das Vehikel von meinem nächsten Gesprächspartner irgendwo hat gesehen, durch die Landschaft zu trötscheln, ist es ganz gespässig vorgekommen. Mit seinem wunderbaren alten Volvo fährt er nicht nur durch die Landschaft, sondern aus dem Dach raus, schaut auch noch das Chemie. Und wenn man genauer her schaut, dann sieht man auf dem Beifahrersitz ein Feuerungsholzöffeli. Wie kommt jetzt der Schwedenofen in diesen Schwedenschlitten hinein? Und hauptsächlich, was steckt hinter so einer Erfindung? Noch ein bisschen mehr davon erfahren wir von Pascal Prokop. Herr Prokop, guten Abend. Herzlich willkommen. Danke sehr. Nehmen Platz. Ein interessantes Gefährt haben wir da jetzt gerade gesehen. Sehr speziell. Ja, da muss ich natürlich als erste Frage stellen, wie kommt man auf die Idee, in so einen Schwedenschlitten, einen Schwedenofen einzubauen? Was steckt da dahinter? Ich war früher sehr viel an die Fasnacht. Und wer ab und zu trinkt und fast verfroren ist im Auto, kommt irgendwann auf eine Idee. Und das war die Lösung. Also das heisst, ihr habt gerne ein bisschen gegügelt und seid aber das Auto... In der Vergangenheit, auch heute noch. Aha, ja gut, nein. Ich wollte ja nichts wegnehmen. Ja. Und wollt nicht mit der roten Nase fahren, danke vielmals, und seid ins Auto gepfusen und habt kaum die Füße bekommen. Richtig, ja. Und dass ich das umgehen kann, oder man darf, sobald man den Schlüssel ins Zündschloss hineinsteckt, das Auto muss nicht einmal laufen, kann auch hineinliegen, habe ich schon das Billett weg. Mhm. Was man machen kann, man kann Draht abschrauben. Ja, es gibt ja Standheizung, oder? Ja. Also ist eure jetzt mit Holzscheitli? Meine ist mit Holzscheitli, ja. Die funktioniert sicher und das andere ist schon wieder Elektronik drin und das ist meistens nicht das der Wert, was angeschrieben ist. Meine funktioniert sicher immer, das ist... Also ihr habt so als erstes bei einem VW-Bus angefangen? Das ist richtig, ja. Da muss man ein bisschen umbauen. Man braucht eine Stichsäge fürs Loch im Dach und dann geht es relativ schnell. Ja. Und dann muss man ja wahrscheinlich das Auto auch noch vorführen. Ja, den VW-Bus konnte ich vorführen ohne Beschwerden. Das war kein Problem. Warum? Das habe ich mich nie gefragt. Man fragt sich nicht, man ist froh, wenn man durch ist. Ja, genau. Ja. Der VW-Bus hat er dann irgendwann mal verkauft und seid jetzt auf Volvo umgestiegen. Und dort ist es schwieriger bei einem Personenwagen. Dort war es schwieriger. Der Gedanke war, früher hatte ich eine Freundin zu dieser Zeit, die mich heimgefahren hat oder ich habe bei ihr geschlafen. Das war irgendwann dahin. Den VW-Bus hatte ich verkauft, aber den Volvo hatte ich noch. Und da habe ich gedacht, für was brauche ich einen Beifahrersitz, wenn ich keine Freundin mehr habe? Ja. Ja. Lieber am heißen Ofen die Finger verbrennen wie an einer Frau. Ja klar, lieber an einem Ofen die Finger verbrennen als an einer Frau. Es ist viel angenehmer ruhig, es macht nicht immer nur nebendran. Es ist wunderbar. So habt ihr also jetzt euer Öffeli dort eingebaut, aber das ist ja amtlich bewilligt. Das ist seit vorgeführt. Also die Polizei hat mich darauf aufgekippelt. Also, ich habe sehr Gutes erlebt mit den Herren und sehr Schlechtes. Also reden wir über das Gute. Reden wir über das Gute. Wie reagiert die Verkehrskontrollen oder wie heisst das Strassenverkehrsamt, wenn ihr mit einem Volvo, wo oben ein Chemie rausgegackert und nebendran ein Feuerchen brennt auf dem Beifahrersitz, der Experte? Was sagt der? Beim ersten Mal vorführen hat es... gleich ein bisschen negativ. Also die Polizei hat mich angezeigt, um das Auto vorführen in Zürich. Hat man eine Komplettabnahme gemacht vom Auto und nachher eine Abnahme vom Ofen. Und, ja, ich habe gemeint... Hast du noch den Chemiefäger gekommen, oder wie? Nein, das ist nicht gekommen.
Der Hallenchef hat das Auto abgenommen und hat gefunden, ja, da riecht es ja raus. Und da können wir geschaut, zum Türchen aus, wenn er aufmacht. Dann habe ich gesagt, mach nicht auf, da kommt auch nichts raus. Ja. Und dann hat er gefunden, ja, das gehe nicht. Das hat zuerst nicht so Freude an mir, das macht nichts. Aber er hat dann sehr schön eingelenkt. Ich habe ihm dann einfach gesagt, schauen Sie, Sie sagen mir jetzt, was nicht in Ordnung ist. Ich gehe heim, mache es und dann komme ich wieder. Dann können Sie wieder sagen, was nicht in Ordnung ist. Und ich gehe heim, ich mache es und ich komme wieder. Richtig. Nein, das gibt es nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es gibt immer irgendwo einen Weg. Und irgendwann hat er gefunden, es sei okay? Das ist am ersten Mal gegangen. Okay. Ja. Jetzt, es käme oben raus. Ja. Ist das problemlos? Von? Also, ja, jetzt rein behördlich. Oder muss man da noch irgendetwas berücksichtigen? Die Höhe muss man berücksichtigen. Aber die Gesetzesänderung hat schon wieder geändert. Aber ich bin momentan noch im Toleranzbereich, würde ich jetzt sagen. Also wie hoch darf es denn sein? Einfach, wenn ich 30 so etwas cm möchte. ab dem Tag. 30 cm? Ja. Nicht höher? Richtig. Und das Problem war eigentlich da, das Chemie, als ich hier mit dem Strassenverkehrsamt telefoniert habe, weil die Polizei hat mich auch dort ein bisschen genüsselt, ist dann eigentlich, das ist ein unnützes Ding. Das gibt es nicht, das braucht es nicht. Das Ja ist doch, nicht. die brauchen ja den Abzug Für mich für schon, den aber Ofen. für das Strassenverkehrsamt nicht. Ja, das und ist das dann, Problem. das war ein Berner, als ich telefoniert habe, der hat auch keine Freude an mir. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, wenn Sie mir jetzt das Telefon abhängen, dann komme ich vorbei und dann reden wir nochmal. Und entweder finden wir jetzt miteinander eine Lösung, dass ich ein Chemie haben kann, weil die Polizei und die Taxi haben ja Schilder drauf. Ja. Und sonst, ich habe hier im Kehrichtwerk Horgen gearbeitet, habe ich gesagt, ich einen Skiträger aufs Dach und für 75 Kilo Skidachlast zum ein Nutzending machen, mit dem Spitz nach vorne aufs Dach rauf. Ist dann besser. Und dann hat er eingelenkt und dann haben wir uns geeinigt, dass wenn das Chemie eine Haltungsfunktion übernimmt von einer Werbetafel, dann ist es wieder legal. Dann hat es eine Funktion. Da hat er eine Werbetafel drauf da. Ja. Wie reagieren die Leute, wenn sie euer Gefährt unterwegs sehen? Ihr seid ja in der Zwischenzeit weltberühmt. Es hat ja Fernsehberichte in Russland, in arabischen Ländern, in Amerika, überall. Es ist fast ein bisschen fest eingeschlagen. Früher konnte ich noch sagen, wenn sie reingeschaut haben, ins Auto rein, und da geschaut, was ist ja das? Habe ich gesagt, ja, der spinnt ja einer, so etwas einbauen. Dann hat man mich nicht gekannt, oder? Oder der hat ja einen Ecken ab, der etwas so macht, und dann konnte ich wieder fortlaufen. Und heute, ja, es ist ein bisschen auffällig. Also ich habe einen hier, wo sie gefilmt haben, habe ich eine Zeit lang nicht mehr gefahren. Ja. Weil es einfach, die Leute haben eine Halskehre gehabt. Und vorher ist es nicht gross aufgefallen, also mehr oder weniger. Ihr habt, und das habt ihr jetzt so schön geschildert, Ja. so eine Art, etwas ganz konsequent zu machen. Also wirklich bis aufs Letzte durchzuführen. Unheimlichen Ordnungssinn. Hängt das auch mit der Tatsache zusammen, dass ihr Legastheniker seid? Das ist korrekt, ja. Ich muss so sagen, es hat Vor- und Nachteile. Für mich hat es eigentlich in meinem Leben nur Vorteile gehabt. Also nicht immer, aber im Großen und Ganzen, man wird sehr hartnäckig. Und wenn man dran ist, lässt man nicht los. Und auch wenn alle sagen, das ist nicht machbar, und auch wenn wir die Einzigen sind, die daran glauben, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Oder schon eine Lösung parat haben, wenn es hinten rausgeht. Das heisst, als Legastheniker könnt ihr lesen? Schlecht. Also, was wir herausgefunden haben, wenn ich es auf dem Kopf habe, von rechts nach links muss also geht besser wie von rechts nach umgekehrt. Ja. Also schaut ihr die Zeitung immer so an? Nein, die schaut ihr gar nicht an. Wenn es nicht muss sein, dann lasse ich es lieber sein. Es ist mit den Prüfungen, die ich zum Teil gemacht habe in meinem Leben, unumgänglich gewesen, aber ich versuche mehr über das Gehör zu lernen, wenn es mir jemand vorliest. Oder dann kann man sagen, 5 Minuten, 10 Minuten, und dann komme ich dann schon ans Limit. Ausser das sind Autoinserate oder andere Sachen, die immer etwa gleich sind, dann habe ich es im Kopf oben, was jemand könnte. Ihr müsst es gar nicht lesen, dann könnt ihr es so optisch abschätzen. Ja, der Preis ist hauptsächlich wichtig. Ja, genau. Ja. Wie habt ihr denn die Autoprüfung gemacht? Die Autoprüfung, die habe ich auswendig gelernt, die hat mir die Mutter vorgelesen. Die Lastwagenprüfung auch. Also die Mutter hat euch vorgelesen, ihr und ich habe habt sie über den gehört. Kopf aufgenommen. Und das Lesen war viel komplizierter gewesen. Jetzt oder da? Es Damals. ist immer noch etwa gleich zwar. Ja, ich bin lange in der Legasthenie bis Ende Lehre. Und es ist einfach das Zusammensetzen der Buchstaben. Schauen die Verfassung früher gar nicht. Oder auch stottern. Einfach das volle Programm. Aber es muss einem gleich sein, ein Stück weit. Es muss ja stimmen für einen selber. Es ist ja
Wenn der Rest einigermaßen funktioniert, macht das nichts. Und eben, man wird Die hartnäckig. trainieren das Hirn viel besser als unser eins. Wir schreiben uns alles auf und vergessen vorweg. Und das ihr habe ich wisst, ihr auch. könnt jetzt einen Weg nicht lesen, also müsst ihr es behalten. Ja, das habe ich auch. Das gehört auch in die Legasthenie rein. Also das ist kein Thema. Wenn ihr unterwegs seid, habt ihr manchmal auch noch eine Begleitung. Ja. Eine Freundin, die sitzt jetzt hier im Publikum, Das ist ich glaube, korrekt. gerade hinter mir, und ein sehr interessanter Kollege. Ja, das ist der Murphy, das ist mein Stoffesel. Ein Stoffesel. Ja. Ich nehme ihn überall mit, also nicht überall, aber dass er sauber bleibt. Aber ich gehe auch mit ihm in die Ferien. Ich habe irgendeinen gefunden, du armer Keib, du darfst auch jemand sein. Und seitdem kommt er mit als Loch Ness oder irgendwo in die Berge rauf oder Auto fahren. Der Murphy? Der Murphy, ja. Und was macht er denn unterwegs? Er schaut zum Fenster aus. Ja. Es ist mehr im Kopf oben. Also bei ich ihm? muss nicht zum Psychiater, aber ich Ja. hoffe es einmal nicht. Aber es ist mehr im Kopf oben. Ich habe einfach gefreut, dass es ihn gibt. Also man macht auch Einladungen? Ja, das stimmt, das habe ich vergessen. Ja. Ich habe mal eine Einladung gemacht für ihn. Für ihn. Das habe ich gut. Gekommen sind 120, ein bisschen mehr sind eingeladen gewesen, aber das war auch eine komische Einladung gewesen. Aber es war nur für ihn gewesen. Und der Murphy hat sich gefreut? Er hat sich sehr gefreut. Ja, ja, sehr. Und wie ist es denn, wenn ihr jetzt auf Reisen seid und er ist allein im Hotelzimmer? Ja, dann gibt es auch sicher spezielle Fälle, ja. Aber das geht, er tut meistens Fernsehen schauen. Die Putzfrau schaltet damals wieder ab und ich schalte dann wieder ein, wenn ich komme. Ich kann ja nicht wissen, dass er Fernsehen schaut. Wechselt er zwischen den oder Sender? Das denke ich nicht. Aber ich hoffe, dass das noch kommt. Das ist auch noch eine Art Legasthenie, wahrscheinlich, die er hat. Ja, dass er das noch nicht schafft auf der Fernbedienung. Herr Brockkopf, ich danke vielmals fürs Kommen. Hat Spass gemacht. Alles Gute. Merci vielmals. Bitte schauen. Der Murphy. Ich hoffe, er amüsiert sich auch noch ein bisschen heute Abend und kann ein bisschen zuhören, der Gute. Weil jetzt gibt es eine ganz spannende, aber auch eine sehr berührende Geschichte. Wenn man die hört, dann geht einem auch wirklich einmal mehr durch den Kopf. Gibt es denn überhaupt so etwas im Leben, was meine nächste Gesprächspartnerin auserlebt hat? Sie war noch kaum jährig, ist ihr Vater tödlich verunglückt in einem Autounfall und die Mama hat sie Stammdepede in ein Kinderheim gesteckt. Als sie dann langsam so weit war, dass sie in die Schule konnte, hat sie die Mutter zurückgenommen. Sie ist aber kaum darauf runter, schwer krank geworden, 7 Jahre im Spital gewesen. Und das Mädchen ist Mutterseele allein während Jahren in einer riesigen 6-Zimmer-Wohnung gewesen. Mit über 34 hat sie plötzlich erfahren, dass ihre Eltern eine ältere Tochter, liebliche haben, also ihre Schwester. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist, sie ist so eine Art wie eine Doppelgängerin von ihr. Denn die Tochter, die zur Adoption von den Eltern ist freigegeben wurde, heisst topfgenau gleich wie sie selber, nämlich Angela Patricia Ullmann. So eine Geschichte. Jetzt möchten wir noch ein bisschen mehr wissen davon. Herzlich willkommen, Angela Ullmann. Frau Ullmann, guten Abend. Nehmen Platz. Wenn man eine Geschichte hört, dann denkt man, oi, wer steckt da dahinter? Und jetzt sitzt eine strahlende, gut aussehende, mit 50er vis-à-vis von mir. Frau Ullmann, was hat euch Kraft gegeben, über all das wegzukommen? Das weiss ich auch nicht. Einfach der Wille oder wie ich aufgewachsen bin in diesem Kinderheim. Dort ist es ein bisschen strukturiert zu und her gegangen. Und wahrscheinlich ist mir da eingebläut oder eingegeben, oder ich weiss es auch nicht. Aber es war einfach so. Und vielleicht auch die Fähigkeit, immer wieder nach vorne zu schauen und nicht zu fest nur zurückzuschauen. Nein, zurückschauen nicht, aber immer noch vorne schauen war auch nicht immer einfach. Nein, eigentlich eher in der Gegenwart. Schauen wir zurück in eure Kindheit, wo ihr jährig war, knapp. Ist der Vater gestorben, eure Mutter hat euch ins Kinderheim gebracht. Mögt ihr euch an die Situation erinnern vom Kinderheim? Ich weiss gar nicht. Ich habe verdrängt, oder man weiss wirklich nicht, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber ich habe jetzt natürlich ein bisschen nachgeforscht.
Es war ein Kinderheim, wo sicher eher Kinder waren, wo die Eltern einfach mit den Kindern nicht so viel anfangen können, aber vielleicht das Geld hatten, um das zu zahlen. Und sie hat mich dann abbuxiert, weil sie mit mir nichts anfangen konnte, glaube ich. Oder vielleicht hat es für sie gestimmt. Sie hat vielleicht das Richtige gemacht für sie. Und, ja. Was habt ihr denn für Erinnerungen im Zusammenhang mit dem Heim und eurer Mutter? Hat es überhaupt eine Beziehung gegeben zwischen euch beiden? Nein, glaube ich nicht. Weil sie hat mich am Samstag geholt und am Sonntagabend wieder gebracht. Hat mir noch einen Lippenstift gekauft im Kaffeespöri aus Marzipan, weil sie auch immer einen Lippenstift hatte und wahrscheinlich hat das für sie gestimmt, etwas mehr zu kaufen, dass sie mich wieder abgeben kann. Mit welchem Gefühl seid ihr denn zurück ins Heim? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich denke, das war das Prägende, dass sie mich immer wieder abgegeben hat. Das hat mich wahrscheinlich einfach Angst vor dem Verlieren. Dass ich im Innersten diese Angst habe. Einfach immer wieder. Ich denke, es war die Mutter und die Mutter wirst du brauchen, aber gespürt habe ich das hier. Also kann ich Ihnen nicht sagen, weil ja, ich habe ja nichts anderes gekannt. Als sie in die Schule kam, hat sie auch wieder zurückgeholt. Ihr habt in einer grossen 6-Zimmer-Wohnung gewohnt. Riesig. Und die Mama ist dann gleich krank geworden. Sie war 11 und sie war 7 Jahre im Spital, bis sie ist gestorben. Ab 11 kann ich mir das so vorstellen, seid ihr allein in dieser riesigen Wohnung gewesen? Ich war halt immer ein Schlüsselkind. Also sie ist arbeiten. Sie hat mir gesagt, sie müsse arbeiten, weil sie hat noch von der Witwerrente nicht leben konnte. Sicher nicht mit dem Standard, wie sie gelebt hat. Aber sie war auch die geborene Sekretärin, glaube ich. Sie hat 5 Sprachen geredet und das war eher wichtiger als Kochen oder Putzen. Man hat aber nichts bewegen in dieser Wohnung. Also die Putzfrau ist am Samstag gekommen, obwohl wir gar nicht gelebt haben in dieser Wohnung. Also wir haben nie gekocht, ich habe Tamtam zum Mittag gegessen. Das war dort mal so ein Schokopudding. Und ja, aber ich bin gleich gross geworden. Ab 11 allein in der Wohnung, mit was für einem Gefühl? Angst. Also ich hatte sicher sehr, sehr viel Angst. Es war so eine riesige Wohnung und ich war so klein und einfach in dieser Wohnung ja viel im WC gebäbelt. Das war dann so etwa mein Raum, der etwa meiner Größe entsprochen hat. Oder auf dem Kasten oben, dann hat es keine Sauerei gegeben. Dort sind alle meine Bäbel gehockt. Dann bin ich da hochgeklettert und hatte dann noch genug Platz, bis in die Decke hoch. Ich habe da oben gespielt. Dann hat es keine Sauerei gegeben. Die Mutter war im Spital und hat euch eigentlich so ein bisschen ferngesteuert, dirigiert und hat gesagt, ihr sollt zu den Nachbarn zu Mittag essen. Nein, sie hat eigentlich meiner Freundin gefragt, ob sie zu mir essen kann, dass ich nicht allein sei. Und ihre Mutter hat dann das Gefühl, sie koche ja sowieso, ich könnte zu ihr essen. Und dann hat meine Mutter einfach gezahlt und ich bin da jeden Mittag essen und das hat mir gefallen. Dort hatte ich eine Familie. Ich hatte noch nie eine Familie. Es hat euch gefallen, weil ihr eine Familie hattet, aber gleichzeitig hat es auch ganz schwierige Probleme gegeben. Nämlich der Mann von dieser Familie hat ein Auge auf euch geworfen. Ja, ich bin dann halt irgendwann erwachsen worden oder in der Pubertät und er hat das realisiert. Ich habe das weniger realisiert, was er mit mir machen will, weil ich nie einen Mann in der Wohnung hatte. Also, ich hatte ja keinen Vater oder? Und keinen Bruder nicht. Und er hat mich dann jeden Sonntagmorgen abgefangen in seinem Büro. Manchmal konnte ich zum Keller ruhen, dann konnte ich in die Wohnung gehen, ohne dass er auf mich losging. Also, er hat mich einfach dann angefangen zu vergewaltigen. Es ist dann immer ein bisschen mehr geworden. Das heisst, jeden Sonntag war für euch wie ein Albtraum? Ja, jeden Sonntag hatte ich einfach die Angst, was kommt jetzt wieder. Aber irgendwann habe ich auch da einfach weggesteckt, weil ich zu dieser Familie irgendwo gehört. Ich hatte eine Familie. Ich hatte ja nie eine Familie. Euch war die Familie wichtiger als die albtraumhafte Begegnung mit dem Mann, der auf euch gepasst hat? Ja. Und vielleicht habe ich es ja auch nicht gekannt. Ich habe vielleicht gar nicht recht gewusst, was es wirklich ist. Weil, ja, von wo? Ich meine, aufgeklärt ist man dort mal noch nicht geworden, oder? Habt ihr mit jemandem probiert, über das zu reden? Nein, nie. Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr müsst ein schlechtes Gewissen haben, dass es mehr euer Fehler ist als der von... Nein, ich hatte extrem Angst, ich musste vielleicht in ein Heim. Ich war ja halbweise schon. Ich wollte nichts mit dem Vormundschaftsamt zu tun haben. Ich wollte einfach auch nicht in ein Heim.
wieder. Und einfach, er hat mir ja gedroht, ich darf ja niemandem etwas sagen und ja nicht wegen der Polizei und. Also hatte ich Angst. Also, das habe ich vielleicht ausgestrahlt oder weiß es auch nicht. Nach 7 Jahren Aufenthalt von eurer Mutter im Spital ist sie gestorben. Was hat das für Gefühl ausgelöst für euch? Erlösung. Einfach, es war streng. Sie hat mir immer am Telefon die Schuld gegeben, dass sie krank ist. Also sie hat angerufen und hat gesagt, du hast mein Leben lang genervt, darum bin ich so krank. Weil sie jetzt im Nachhinein sicher recht hatte. Weiss sie, aber ich bin ja nicht schuld, dass sie nochmal eine hatte. Aber das war sicher eher ein Problem, wo sie halt auch mit niemandem schwätzen konnte. Und ich war eher ein Ablasser. Als ihr 34 war, über ganz viele Umwege, hat jemand in England, der zur Adoption ist freigegeben wurde, eine Frau, ihre Eltern gesucht. Und über 7 Umwege hat man plötzlich herausgefunden, dass die Eltern eure Eltern sind. Und die in dem Sinne jetzt liebliche Schwester, die ist adoptiert worden in England, heisst noch tupfgenau gleich wie dir, Angela Patricia. Wo ihr mit dieser Tatsache konfrontiert worden seid, was ist euch durch den Kopf gegangen? Also den ersten Moment habe ich dem Fotoalbum vorgeholt und wollte schauen, wann, wie, wo. Dann habe ich mal Fotos gefunden, wo sie anscheinend ist. Aber ich habe es bei mir eingeklebt an der Geburt. Von mir hat es keine, aber von ihr. Die hat aber meine Mutter in einer Schublade aufbewahrt. Die habe ich dann in mein Album geklebt. Ich habe sofort realisiert, meine Mutter hat kurze Haare am Hochzeug. Und 10 Monate später hat sie dann so lange gehabt, oder? Also habe ich dann realisiert, das ist jetzt die andere. Die habe ich dann rausgenommen und einfach sonst noch Fotos. Und dann habe ich eher ein Hochzeitalbum angeschaut und meinem Vater trägt sie so auf den Armen. Und dann hatte ich eigentlich einen Hass gehabt, wie verlogen das alles ist. Und ja, also für mich hat einfach das verlogene Bild nicht gestimmt. Und ja, einfach zuerst eine Wut, aber gleich eine Freude. Hat mich natürlich Wunder genommen, wie sieht die aus? Ist sie gleich wie ich? Oder? Ja. Also die gleichgenannte, in dem Sinn liebliche Schwester, die die Eltern verheimlicht haben und wahrscheinlich auch aus schlechtem Gewissen in England weggegeben haben, hat in euch wie einen zweiten Doppelgänger gefunden. Ihr habt nachher den Kontakt aufgenommen zueinander. Ich habe natürlich sofort die Welle gesehen. Oder? Wie war die Begegnung? Speziell, ich kann nicht mit ihr schwätzen. Also sie redet nur Englisch und ich rede noch Deutsch. Ich habe wohl Englisch hier ein bisschen gelernt, aber irgendein Kopf macht zu. Es geht nicht, aber es hat wahrscheinlich nicht mit Angie zu tun, sondern mit meiner Mutter. Weil eben, es ist nicht eine Wut, da habe ich immer probiert, nicht eine Wut zu haben, weil sie hat sicher das Beste für uns und für alle. Aus ihrer Sicht, oder? Ob es dann die Beste war, ist dahingestellt. Aber ich wollte einfach keine Wut haben, aber da hatte ich riesige Kämpfe mehr rein. Weil jedes Mal, wenn ich die Schwester sehe, sie macht die gleichen Fingerbewegungen und die gleichen Hände und ich sehe einfach die Mutter. Also auch heute noch, wenn sie sehe, es ist für mich sehe ich die Mutter. Sie gleicht daran extrem. Und es war sehr spannend, wenn man ein Gen erbt. Ich meine, die hat uns nie gesehen und wir sind in den Ursachen sehr, sehr gleich. Habt ihr noch Kontakt miteinander? Ja. Sie sind jetzt gerade da, mein kleiner Sohn hat geheiratet und sie sind da am Hochzeit. Mit was für Gefühl habt ihr denn jetzt auch die Geschichte verarbeitet, was euer Vater und eure Mutter anbelangt? Also auf den Vater konnte ich nie eine Wut. Ich habe ihn ja nicht gekannt. Sie können nicht auf jemanden eine Wut oder etwas haben, was sie nicht kennen. Es hat schon eher mit der Mutter zu tun gehabt. Und einfach, dass sie nie etwas gesagt hat und alles verschwiegen hat. Und, also, ja, das ist ja schlimm, oder? Sie hätte ja mehrmals sagen, du hättest eine Schwester, aber da hätte sie mir vielleicht schon ein bisschen sagen müssen, sonst wäre ich vielleicht auch ein bisschen trotzige gewesen. Aber ich denke, wenn sie es ein bisschen loslassen hätte, hätte ich mit dem leben und aufwachsen können. Die Angst vor dem Alleinsein, die Angst auch nicht respektiert sein, hat die euch ein Leben lang bis heute begleitet? Ich denke es, ja. Ihr habt eure Erfahrungen aufgeschrieben in einem Buch, «Doppelgängerin». Wie wichtig war es, jetzt
Buchstaben für Buchstaben in dem Sinn sein Leben wieder aufzustehen? Ich habe eigentlich das Buch hier geschrieben, wo meine letzte Beziehung fertig war, habe ich nicht in ein Loch fallen. Also ich habe ja mich immer ein bisschen in Kontrolle. Also das war von klein her wahrscheinlich so gewesen. Also ich bin recht in Kontrolle. Also ich habe mich in Kontrolle, weil ich einfach mir ja nichts geschehen lassen will. Und ich habe dann für die Angie die Geschichte schreiben. Also ich habe es nicht für mich geschrieben, ich wollte für sie aufschreiben, dass sie wüsste, was in mir vorgegangen ist. Die andere Angie, eure Doppelgängerin, ja. Eure 5 Jahre ältere Schwester. Die wollte ich ihr erklären, was in mir vorgegangen ist. Und ich habe auch im Sinken das übersetzen lassen. Aber unter dem Schreiben habe ich dann gedacht, nein, sie hat auch nie probiert, Deutsch zu lernen. Wenn sie Interesse hat, kann sie selber dann da übersetzen. Da kommen jetzt natürlich noch so ein bisschen Gefühle auf von früher. Hat euch das Buch auch ein bisschen befreit? Nein, aber also vielleicht auch, aber ich habe jetzt nicht im Schreiben das Gefühl, ich mich befreit, aber jetzt die guten Gespräche, die es nach dem Buch gegeben hat, die befreien. Und die sind sehr, sehr, sehr spannend. Seid ihr versöhnt? Ja. Da habe ich aber von Anfang an einfach keinen Hass, weil Hass tut ja auch in mir nicht gut. Und ich habe immer dann in der Küche und im Geschäft und einfach überall ein Zettel, Friede ist mit dir. Und einfach, wenn die Gedanken an Leute gekommen sind, die mir wehgetan haben und auch eine Narbe in mein Herz geprägt haben, habe ich dann sofort die Gedanken mit Friede ist mit dir unterbrochen. Dann habe ich es im Guten unterbrochen, oder? Nicht im Schlechten. Den Spruch nehmen wir mit in die Nacht, Frau Ullmann. Frieden mit sich selber. Mit sich selber, ja. Ganz herzlichen und auch Dank. Mit den anderen. Ganz herzlichen Dank. So etwas war unser Thema und ich hoffe, wir haben euch auch daheim ein bisschen anregen, über gewisse Sachen nachzudenken. Und wenn wir den Spruch von der Frau Ullmann mitnehmen, dann gibt es ein tolles Wochenende. Mit sich und mit den anderen im Frieden zu sein. Wir sehen es in einer Woche wieder, aber vorher kommt noch das NZZ-Format, meine Damen und Herren. Und da wünschen wir euch viel Vergnügen für die, die noch Lust haben, ein bisschen Fernsehen zu schauen. Und tschüss, nächsten Donnerstag am 20 ab 10 Uhr auf diesem Sender zur gleichen Zeit. Nicht nur aus Langweile schauen. Ciao zusammen. Ich rette Herzen. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbach.